Ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud. Ich bin Standortleiter hier in der Silvan Church. Es ist unser Anliegen als ganze Kirche, dass du durch diese Message Gott tiefer kannst kennenlernen und ihm kannst begegnen. Herzlich willkommen. Jawohl, also einfach so genial. Immer wieder dürfen Sie sehen, Jesus kann Leben verändern. Letzte Woche sitzen bei mir zwei Damen im Büro. Die eine, die ist schon lange bei uns Mitglied in der Kirche. Und sie hatte eine Kollegin gehabt, die gesagt hat, ich muss das mit Gott irgendwie, ich will das mit Gott irgendwie wissen, wie das wirklich ist. Und sie hat ihr erzählt von Jesus. Und sie hat gesagt, ja, es überzeugt mich noch nicht ganz. Ich will noch mit einem von dieser Kirche reden. Dann sind sie gekommen. Und kommt aus einer Familie, haben alle Karriere gemacht, seit ich bin 34. Aber ich will irgendwo ankommen. Und ich meine, ich mache nichts Lieberes, als von Jesus zu erzählen, wie er mit Menschen umgegangen ist, was für Jesus alles möglich ist. Nach einer Dreiviertelstunde ist die junge Frau dort gewesen und hat ihr Leben Jesus anvertraut. Tränen in den Augen gehabt und sich bedankt in aller Form. Und ich habe so gedacht, wie schön ist es jetzt für ihre Kollegin aus unserer Kirche, was sie jetzt einfach begleiten darf. Das Büchlein, willkommen in deinem neuen Leben mit ihr durchmachen. Und jetzt einfach für sie da sind. Jetzt haben sie die Woche schon abgemacht, haben sich wieder gesehen. Jesus möchte, dass wir Jünger machen, Menschen mitnehmen auf die Reise, ihn kennenzulernen. Und wenn irgendjemand unser Leben verändern kann, ist es Jesus. Und ich bin froh, haben wir so eine geniale und gute Botschaft. Ja, heute Morgen Jesus und Scheidung. Jemand hat gesagt, Matthias, wenn du kommst, gell, die geben immer die heissen Herdöpfel. Okay. Aber ich muss auch wirklich sagen, ich habe zuerst auch ein bisschen bibbert auf die Predigt und jetzt, glaube ich, ist etwas daraus geworden heute Morgen, wo Gott uns allen dienen kann. Es ist eine Botschaft von der Hoffnung und es ist eine Botschaft von der Kraft. Und ich werde noch mal ganz kurz beten. Herr Jesus, dass du mir hilfst, dass ich heute Morgen mit dem Thema, mit der grossen Sensibilität für dich und auch für das Leben und das Schicksal von Menschen umgehe. Ich bete, Jesus, dass auch unsere Herzen dürfen offen sein und dass wir bei allem, was wir hören, den Geist von dir dürfen wahrnehmen, wo die frohe Botschaft von Jesus nicht nur hat gebracht für unsere Rettung, für den Himmel, sondern wo der Geist Gottes unsere Hoffnung ist in unserem Leben, mit jeder Lebenssituation dürfen fertig zu werden. Amen. Ja, unsere Kultur ist Entscheidung ein grosses Thema. Und wer es miterlebt hat, wer selber betroffen ist davon, der leidet sehr. Und zugleich sehen wir in der Bibel, dass Jesus ganz eine andere Sicht hat von Ehe und von Beziehung, als wir es als Menschen einfach haben. Und das ist das große Thema im Korintherbrief, wo Luca letzten Sonntag schon darüber geredet hat. Übrigens, wir machen den Kanzeltausch. Er ist in Zürich und ich darf da sein. Das ist eine tolle Sache. Ich weiss, Bucheck ist heute in guten Händen mit ihm. Und im Korintherbrief geht es darum, dass Korinther so geprägt waren von ihren menschlichen Gedanken und ihrer Kultur, dass der Paulus über Einheit, über Beziehungen, über die Sexualität, über die Ehe, über den Gottesdienst mit den Korinther einfach hätte müssen kämpfen und sagen, liebe Leute, ihr denkt noch so menschlich, ihr denkt so weltlich, ihr müsst lernen zu denken vom Evangelium her. Weil das Evangelium gibt allem in unserem Leben eine komplett andere Sicht. Und zwar eine radikal andere Sicht. Und ich würde sagen, ich sehe heute die Radikalität noch viel schärfer und klarer als vor 30 Jahren, als ich mit meinem Dienst angefangen habe. Und ich sehe die Kraft von dem Evangelium heute in einer ganz, ganz anderen Form noch, als ich es früher noch gesehen habe. Und ich hoffe, dass etwas von dem
springen, auch an dem heutigen Tag. Wenn wir unseren Text lesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 7, 10 bis 16. Da sagt der Paulus, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn. Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Wenn sie sich aber doch von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Und ebenso soll ein Mann seine Frau nicht wegschicken. Nun spreche ich zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Wir werden all die Sachen anschauen, was die bedeutet. Wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann oder durch den gläubigen Mann. Sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Wenn aber der Ehepartner, der nicht an Christus glaubt, auf einer Trennung besteht, dann lasst ihn gehen. In diesem Fall ist der gläubige Partner nicht zum Zusammenbleiben verpflichtet, denn Gott will, dass seine Kinder, also nicht Kinder von der Menschen da, sondern seine Kinder, Kinder von Gott, in Frieden leben. Ihr Ehefrauen könnt nicht wissen, ob eure Ehemänner vielleicht durch euch zum Glauben finden. Und ihr Ehemänner wisst nicht, ob durch euch eure Ehefrauen vielleicht zum Glauben kommen. Und bevor wir in den Text hineingehen, lass mich 2, 3 Sachen einleitend noch sagen, die ich glaube, die ganz wichtig ist. Wir haben das ja schon mal über Ehe geredet und ich möchte uns einfach noch mal daran erinnern, die Ehe von Gottes Sicht her ist die Beziehung, der Bund, wo auf ein lebenslängliches Zusammenleben hin angelegt ist, auf eine lebenslange Hingabe aneinander und wo unser Leben auch freudig machen soll, unserem Leben etwas soll geben. Es ist zugleich auch ein Ort, und ich glaube, ich kenne auch keinen anderen, wo wir mehr können reifen in unserem Leben und in unserem Charakter als in der Ehe. Aber die Realität zeigt uns, dass durch die Sünde vom Mensch Ehen nicht nur zerrüttet sind, sondern Ehen geschieden sind. Und ich gehe heute mit grosser Sorgfalt an das Thema an, und zwar, weil ich weiss, und Fachleute bestätigen das, dass die Auswirkungen von einer gescheiterten Ehe den Mensch unglaublich tief trifft. Es kann zur schlimmsten Leidensquelle werden im Leben des Menschen. Und auf der Rangliste der psychisch belastenden Ereignisse im Leben von einem Menschen rangiert die Scheidung auf Platz Nummer 2 nach dem Tod von einem nahestehenden Familienangehörigen. Und was viele vergessen, das sind die Langzeitauswirkungen, die gravierend sind für Kinder, und zwar was ihre Leistungsfähigkeit anbetroffen hat. Ganz besonders leiden, das ist noch interessant, Söhne unter der Scheidung von einem Ehepaar. Kinder aus Scheidungsfamilien haben ein erhöhtes Risiko, selber geschieden zu werden. Die Söhne haben 4-mal so hohes Risiko, geschieden zu werden, die Mädchen doppelt so hoch. Warum? Scheidungsrisiko wird vererbt. Weil Kinder nicht miterlebt haben, wie man Konflikt konstruktiv im Dialog lösungsorientiert löst miteinander. Und unsere Konfliktfähigkeit wird ganz stark geprägt aus unseren familiären Strukturen. Und wir nehmen das mit in eine spätere Beziehung. Und so haben wir es zu tun mit einem Thema, das sehr, sehr, ich sage jetzt, sensibel ist. Und wo auf der anderen Seite statistisch gesehen die Hälfte der Menschen in unserer Gesellschaft betroffen sind. Und die Realität sieht eigentlich noch mal anders aus als nur die Ehestatistik. Weil heute viele Menschen gar nicht mehr heiraten und auseinandergehen. Und wir nennen das nicht mehr Scheidung, wir sagen einfach, ja, es hat nicht funktioniert, wir sind auseinandergegangen. Und was sagt jetzt Jesus? Was sagt der Paulus durch das Wort von Jesus? Er sagt, für die Verheirateten habe ich ein Gebot, das nicht von mir kommt, sondern vom Herrn.
Eine Frau soll sich nicht von ihrem Ehemann scheiden lassen. Und übrigens, wenn ihr den Text durchgeht, dann gilt das immer reziprok. Das heißt, das gilt für Männer wie für Frauen. Ist es in der damaligen Kultur in Korinth, ist es so gewesen, dass Scheidung weit verbreitet war. Anders als in der jüdischen Kultur, hat in der griechischen Kultur, hat die Ehe oder die Scheidung von einer Ehe können von Mann und von Frau initiiert werden. In der jüdischen Kultur ist das nur vom Mann her möglich gewesen. Und das hat das Denken von den Christen beeinflusst. Sie sind reingekommen, sind zum Glauben gekommen, aber ihre Kultur hat ihnen gesagt, weißt du, wenn es nicht geht in der Ehe, hey, versuch's ein bisschen und so, und wenn es nicht geht, dann kannst du dich scheiden lassen. Und der Paulus geht zurück auf das Gebot von Jesus, wo Jesus in den Evangelien gegeben hat, wo Jesus sagt, lasst euch nicht scheiden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und er nimmt jetzt, und es kommt ein ganz wichtiger Punkt drin, er nimmt Bezug nicht einfach auf das Gebot, sondern er nimmt Bezug darauf, dass ein Christ anders denkt und anders tickt. Schauen wir, ganz offen gesagt, ich habe viele Ehen auch begleiten durch grosse Krisen durch, und ich stelle fest, nichts ist herausfordernder, als wenn Menschen durch eine Ehekrise gehen, zu denken und zu reagieren wie ein Christ. Mir ist immer wieder aufgefallen, wie in dem Moment das Menschliche überhand nimmt und das Christliche ausblendet wird. Und ich will ganz offen sagen, was Gott da innen sagt, über das Zusammenbleiben, ist nur möglich durch Kraft vom Evangelium und Kraft vom Heiligen Geist, wo das Leben dominiert, wo das Leben beeinflusst und unter dieser Herrschaft, wo wir stehen. Das ist die Kraft vom Evangelium. Und ein Christ denkt anders. Warum? Er sieht die Ehe nicht einfach als, ich sage jetzt, als eine erotische Beziehung zwischen zwei Menschen oder eine Zweckgemeinschaft oder ein WG mit Benefits, sondern er sieht Ehe als einen heiligen Bund von Gott. Er sieht Ehe als ein Bild drauf vom grossen, herrlichen Szenario, wo Jesus Christus einmal seine Brut, Gemeinde, wird ehelichen und Gemeinde von Jesus mit Jesus zusammen eine Ewigkeit wird verbringen. Darum trägt der Christ anders Sorge zu der Ehe. Er investiert sie in das hinein, in seine Ehe, und sieht sie nicht einfach als einen Zivilstand oder einen Vertrag, sondern als einen heiligen Bund. Und was heilig ist, muss man heiligen. Das heisst, man muss mit der absolut notwendigen Sorgfalt umgehen. Und die Aussage hat grosses Gewicht. Warum? Schaut, es heisst, für einen Christ gelten neue Realitäten. Ein Christ soll lernen, aus der Kraft vom Heiligen Geist zu leben. Er soll lernen, in der Liebe zu bleiben, auch im Reden. Er soll lernen, dass die göttliche Liebe, und übrigens um die geht es im 1. Korinther 13 und nicht um die menschliche Liebe, auch wenn es ein guter Text ist für eine Heirat und so und für eine Hochzeit. Aber es geht dort drin in dem Text eigentlich überhaupt nicht um die menschliche Liebe. Es geht um die göttliche Liebe, wo heißt, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie rechnet das Böse nicht an und so weiter. Und ein Christ muss lernen, dass die Liebe von Gott in sein Herz ausgegossen ist. Und er muss lernen, aus diesen Realitäten, diesen neuen Realitäten vom Christsein und von Christus, der in ihm lebt, zu leben. Und das ist die grosse Herausforderung. Aber es ist das, was möglich ist. Warum ist das möglich? Schaut, weil ein Christ Gottes Liebe und Barmherzigkeit selber erfahren hat, kann er durch das, was er erfahren hat, etwas weitergeben, was er menschlich sonst nicht könnte und auch nicht will. Und für unsere Zeit, und ich sage das ganz bewusst all unseren Millennials, die da sind, der jungen Generation, geht nicht auf. Geht nicht schnell auf. Ich will es bewusst so sagen, jede Ehe
eine Krise überleben. Ich will sogar sagen, nach dem heutigen Tag, nach 30 Jahren, 27, Schatz, sagen wir es rasch, 28, gell, haben wir das Jahr gehabt, im August, 28, genau. Aber es fühlt sich an, als wäre ich schon ewig mit dir zusammen, Schatz, so schön. Okay, und eine Ehe muss durch Krisen gehen. Wir lernen manchmal erst durch Krisen Charakter, Sorgfalt, Dialog, Sachen, die wir sonst nicht lernen würden. Und schaut, in einer Krise, auch in einer Ehe, wenn wir die als Chance sehen, sehen wir auch eine geistliche Dimension. Wir lernen Gott vertrauen in einer Ehekrise. Wir lernen persönliche Veränderung. Ich rede noch über das. Wir lernen zu hören auf den Heiligen Geist. Schau, der Heilige Geist ist nicht nur da für einen Gottesdienst oder für eine Kleingruppe. So wichtig, dass das ist. Der Heilige Geist ist da, um uns Ratgeber zu sein. Für das wichtigste Bündnis auf dieser Welt. Wir lernen Demut. Demut. Und wer von euch könnte ein bisschen Demut brauchen? Ich auch. Und weißt du, was du lernst? In der Ehe. Halleluja. Die Ehe ist kein Ort für stolze Gückel. Das steht nicht in meinem Konzept, das ist jetzt einfach. Und wir lernen Geduld. Geduld. Wir lernen Vergebung. Wir lernen, was wirklich Liebe ist. Trotzdem, ich glaube, muss es auch gesagt sein, dass Jesus Scheidung in einem Nebensatz in der Bergpredigt unter gewissen Voraussetzungen auch erlaubt hat. Er nennt das dort ehrliche Untreue. Und ich habe jetzt nicht Zeit, heute Morgen in eine Definition von dem zu gehen, sondern ich werde hier beim Text von Paulus bleiben. Und er sagt jetzt aber, wenn eine Ehe scheitert und wenn sie sich, Vers 11, von ihm trennt, soll sie allein bleiben oder zu ihm zurückkehren. Was meint Gott da? Er gibt uns eigentlich in dem Text zwei Ziele und er sagt erstens, wenn du durch eine Scheidung gegangen bist, das erste Ziel ist, bleib allein. Bleib allein. Und du kannst das durch Gottes Gnade. Warum ist das so? Liebe Freunde, aus dem ganz einfachen Grund, weil die zweite Ehe doppeltes oder höheres Risiko haben, wieder geschieden zu werden. Das ist ein Grund. Und das sagt, das eine sagt die Bibel, das andere, das sagt uns die Soziologie. Und das Zweite ist eben das, wenn du allein bleibst, geschieht etwas. Es eröffnet eine Möglichkeit, die sonst nicht da ist. Und zwar, das ist die Möglichkeit von der Rückkehr. Es ist die Möglichkeit von der Versöhnung. Und das ist keine Utopie. Ich bin selber an der Wiederheirat von meinem geschiedenen Onkel und von meiner geschiedenen Tante. Nach 7 Jahren Scheidung haben sie wieder geheiratet. Aber sie sind beide durch einen ganz tiefen Prozess gegangen von seelsorgerlicher Begleitung, wisst ihr, was dort geschehen ist? Dort haben sie nicht den anderen mehr verändern, sondern haben sie sich verändert. Komm denn auf das, um auf das zu reden. Und ich will Folgendes sagen heute Morgen. Versöhnung ist keine Utopie. Versöhnung ist das Letzte, was du in deinem Herz fühlst, was du willst nach einer Scheidung. Ist das Letzte, was du willst. Aber Gott sagt, das Alleinsein ermöglicht, dass zwei Menschen in einen Prozess kommen können, es braucht beide dazu, wo Versöhnung wieder möglich ist. Also ich weiss, es bleibt eine Frage offen, ja, kann man denn nicht mehr heiraten sonst? Und ich will es heute Morgen so sagen, die Frage von der Wiederverheiratung ist sowohl sozial, rechtlich, wie auch von der Bibel her so komplex, dass ich heute Morgen nicht darauf eingehen kann. Es ist auch nicht Teil von unserem Text. Aber was wir machen, wir bieten als Pastoren Begleitung und eine Beratung an in solchen Situationen.
Sonst gilt, allein bleiben oder zurückkehren. Und jetzt nennt Paulus, redet er nicht mehr zu christlichen Ehepaaren, sondern er redet zu den übrigen. Kommen wir gerade noch drauf, was meint er damit? Er sagt, ich spreche zu den übrigen unter euch, obwohl ich in dieser Sache kein Gebot vom Herrn habe. Und der Vers, der braucht zwei wichtige Auslegungen, dass wir den richtig verstehen. Wer sind die übrigen, von denen der Paulus da redet? Er definiert sie jetzt im nächsten Vers. Er redet von diesen Situationen, von einer Ehe, wo jemand gläubig ist und jemand nicht gläubig ist. Das sind die Situationen, wo zwei Menschen ohne Jesus gelebt haben. Und einer kommt zum Glauben an Jesus Christus. Und jetzt sagt er zu ihnen, ich habe kein Gebot vom Herrn in dem Vers 12. Muss ich nochmal zurückgehen aufs A, genau. Habe kein Gebot vom Herrn. Was meint er da damit? Schaut jetzt, Jesus hat über den spezifischen Fall von einem Gläubigen und von einem Ungläubigen nie gelehrt. Und was der Paulus meint, ist, was er jetzt sagt, hat nicht weniger Gewicht. Und er sagt nicht, das Erste, das ist von Gott, das Zweite, das ist einfach meine persönliche Meinung, sondern Paulus schreibt nach wie vor unter der Inspiration vom Heiligen Geist. Aber er sagt, Jesus hat über das nicht spezifisch gelehrt und er wendet die Lehre von Jesus über die Ehe auf eine Situation an, wo jemand gläubig ist und jemand nicht gläubig ist. Und er sagt, wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken und umgekehrt genau auch. Warum? Und jetzt sagt er, warum? Er sagt, der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann, sonst stünden eure Kinder nicht unter Gottes Segen, doch so gehören sie ihm. Schau, der Paulus macht Folgendes. Er sagt Folgendes. Egal, ob jemand gläubig ist und jemand ungläubig ist in der Ehe, das löst den Gedanken, dass Ehe heilig ist und dass Ehe schützenswert nicht auf. Es hat vermutlich zur damaligen Zeit unter den Korinther und denen, die gläubig geworden sind, die Angst gegeben, ich bin jetzt zum Glauben gekommen an Jesus, ich bin jetzt von Gott geheiligt, ich habe ein neues Leben. Wenn ich mit meinem ungläubigen Ehepartner Sex habe, wird mich das vielleicht verunreinigen. Das war ein Grund, warum es Menschen gegeben hat, seinerzeit, die gesagt haben, hey, dann will doch Gott vermutlich, dass wir uns scheiden lassen, weil ich will mich nicht mehr verunreinigen. Und der Paulus sagt, hey, da müsst ihr keine Sorge haben. Die Ehe steht über dem, ob jemand jetzt gläubig ist oder nicht gläubig ist. Weil die Ehe in sich als heilig vor Gott gilt, weil Gott sie ins Leben gerufen hat. Das hat umgekehrt, was auch wichtig ist, wenn es heisst, der ungläubige Mann ist durch die gläubige Frau geheiligt, bedeutet das aber nicht, dass jemand, der einen ungläubigen Ehepartner hat, jetzt davon ausgehen kann, mein Ehepartner kommt zum Glauben an Jesus. Den Bibelvers gibt's nicht. Und es kann sein, dass dein Ehepartner, der nicht an Jesus glaubt, nie zum Glauben kommt an Jesus. Warum? Weil der Glauben an Jesus letzten Endes nicht abhängig ist von meinen Gebeten der Menschen, sondern von einer persönlichen Umkehr und Entscheidung für Jesus Christus. Jetzt aber, was heisst das? Es sagt er aber, schau mal, aber wenn du als Gläubiger mit jemandem Ungläubigen zusammen bist, dann ist die Person geheiligt und es hat auch einen Impact auf das Kind. Was meint der Paulus da damit? Ist ein bisschen komplex, aber ich werde es heute Morgen vereinfacht sagen. Der ungläubige Ehepartner ist gesegnet durch den Gläubigen. Und zwar, warum ist er gesegnet? Er ist gesegnet auf zwei Arten. Erstens, der ungläubige Ehepartner hat einen beständigen Zeugen von der Realität und von der Botschaft von Jesus Christus daheim. Das heisst, er hat Zugang wie kaum ein anderer in der Gesellschaft, jeden Tag etwas von Jesus zu lernen, jeden Tag etwas von Jesus zu erfahren, wenn er möchte, weil er einen Botschafter von Jesus daheim hat. Und das ist ein Segen. Und der zweite Segen ist dort, er hat einen Ehepartner, der sagt, ich möchte Jesus ähnlicher werden.
Der ungläubige Ehepartner darf davon ausgehen, durch den Glauben an Jesus wird meine Frau oder mein Mann zu einem besseren Mensch. Da wäre es Amen, zum Beispiel, so die Idee. Warum? Weil Gottes Geist in dem Mensch wirkt und die Frucht vom Geist Gottes hervorbringt. Mehr Liebe, mehr Geduld, mehr Durchhaltevermögen, mehr Selbstbeherrschung. Und Hand aufs Herz, wer jemand einen Ehepartner hat, der wächst in diesem Bereich, kannst du nur sagen, du bist gesegnet, wenn das da ist. Amen. Da ist viel mehr Frieden daheim. Und darum ist er gesegnet. Und es hat einen Impact eben auch für die Kinder, weil für sie genau das Gleiche gilt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind so eher zu Jesus dürfen finden, viel grösser ist. Jetzt will ich aber heute Morgen, ich will nicht nur über die Scheidung reden, sondern ich will über das reden, wie kann man sich schützen vor einer Scheidung. Ich glaube, das ist eine Frage, die uns alle irgendwo auch betrifft. Und ich werde uns heute Morgen 4 Schlüssel mit uns teilen. Erstens, wenn du Single bist, heirat nicht um jeden Preis. Frag dich mal, warum willst du heiraten? Wenn du sagst, ich will heiraten, um glücklich zu werden, meine Güte, bitte heirat nicht. Weil nur Gott kann dich glücklich machen, aber Menschen nicht. Ehe kann ein Glück sein. Aber wenn du dein Glück von einem Menschen hoffst und nicht von Gott, weißt du, was du machst? Dann muss dein Ehepartner anfangen, Gott zu spielen für dich. Wenn du heiraten möchtest, gibt die Bibel, gibt 2 Leitlinien. 1. Korinther 7 heisst, da ist in einem anderen Zusammenhang, aber der Gedanke ist der gleiche. Dann ist sie frei zu heiraten, wen sie will, nur dass es im Herrn geschehe. Das heisst, grundsätzlich sagt Gott, wenn du willst heiraten, du bist frei, wer du willst heiraten. Aber sie sagt, dass es im Herrn geschehe. Und wie müssen wir das auslegen? Es gibt 2 Auslegungen und ich denke, die sind nicht ausschliessend voneinander, sondern die gehören zusammen wie ein Päckchen. Die NIV übersetzt es so, das ist New International Version, dass der Ehepartner dem Herrn gehöre. Das heisst, wenn du heiraten und du gläubig bist, soll es im Herrn geschehen. Und das kann nur passieren, wenn du jemanden heiratest, der auch im Herr ist. In anderen Worten, wo eben auch Gott nachfolgt. Oder die zweite Auslegung ist die, dass Gott Freude daran hat, dass es ein Wohlgefallen bei Gott auslöst. Die Bibel scheint uns zu zeigen, durch verschiedene Bibelstellen, dass wir am Schluss, wir sind frei zu heiraten, wenn wir wollen, aber nicht jeder ist im Plan von Gott für uns. Und das hat damit zu tun, dass wir lernen, auf Gott zu hören, Gott zu fragen, wer ist es, was du für mich hast? Dass wir uns führen lassen von Gott. Dass wir auf gute Ratgeber hören. Ich weiss noch, 2 Menschen sind mal zu mir gekommen und gesagt, Matthias, würdest du uns trauen? Habe ich gesagt, ja schon, ich respektiere euren Willen, aber ich glaube nicht, dass ihr ready sind. Und ich bin Gott froh, haben die nicht geheiratet. Gott froh. Aber nicht die Pastoren, nicht die Kirche kann letzten Endes entscheiden, wer heiratet. Aber wir können Menschen begleiten und sagen, lass es in Gott sein, lass Gott Freude daran haben. Lern die Person kennen, und zwar biblisch, nicht durch Sex. Lern die Person kennen durch einen Krisenmoment. Was triggert die? Wann wird sie verrückt? Das willst du wissen, und zwar vor der Ehe. Ich würde nie jemanden heiraten, den ich nicht vorher mal verrückt gesehen habe. Irrwort! Du heiratest ein Traumbild, ein Wunschbild von dir. Und der Mensch, der noch nie verrückt wurde, habe ich bis jetzt noch nicht getroffen. Doch einer, der hat Jesus geheissen. Aber der hat auch nicht, der hat sogar einen gerechten Sohn gehabt. Gut. Lern die Person kennen. Ich will eigentlich nur einen Punkt da machen. Charakter. Alles andere kannst du schreddern. Schönheit vergeht, Attraktivität vergeht, Erotik vergeht, Geld vergeht, kannst alles vergessen. Charakter. Nichts ist wichtiger.
bevor man in eine Ehe hineingeht. Charakter ist Gold von der Ehe. Punkt Nummer 2. Nimm die Aufgabe ernst, den anderen kennenzulernen. Schau, es heisst in der Bibel, Gott hat sie geschaffen als Mann und Frau. Was heisst das? Gott hat Mann und Frau als psychisch und biologisch, psychologisch verschiedene Wesen geschaffen. Was heisst das für dich? Das heisst für dich, lern die andere Person als Mann und als Frau wirklich kennen. Und das ist eine Aufgabe. Frauen ticken anders als Männer. Und Männer ticken anders als Frauen. Was heisst das? Hey, Ehe ist eine Aufgabe. Ich muss mich mit dem Denken, mit dem Reden und Fühlen vom anderen auseinandersetzen. Ich muss es als eine Aufgabe sehen. Bedürfnis vom anderen kennenzulernen. Wahre Liebe sagt, nicht wie ich will, nicht meine Bedürfnisse zuerst, sondern wie tickst du? Was ist dir wichtig? Was bedeutet dir etwas? Gang ja nicht davon aus, du wüsstest alles über die Frauen, wenn du ein Mann bist. Und gang ja nicht davon aus, als Frau, du wüsstest alles über Männer. Und Männer wollen nicht nur das eine. Auch das stimmt nicht. Wir haben so Klischees in unserer Gesellschaft, wo eine Reduzierung von der Komplexität vom Menschen uns vorgeben, wo wir so an der Realität vorbeigehen. Und das ist einer der Gründe, warum Menschen sich nicht wirklich kennenlernen und nicht auf Bedürfnisse vom anderen wirklich eingehen können. Wie sind Frauen? Ich will es so sagen, sie sind eher Menschen, die Bedürfnisse nach Schutz haben, nach Liebe, nach Kommunikation, nach Verständnis. Frauen nehmen Aussagen oft sehr, sehr persönlich. Und Männer haben eher das Bedürfnis nach Leitung, oft stärker sexuelles Bedürfnis, aber Wertschätzung und Ehre. Tief in den Männern drin. Lern sie kennen. 3. Lern die große Kunst von Vergebung und Versöhnung. Die Bibel sagt, sündigt nicht, wenn ihr zornig seid. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt dem, und jetzt kommt ein Punkt, und ich habe den Eindruck, die einen Christen haben vergessen, dass das in der Bibel steht. Gebt dem Teufel keine Möglichkeit, durch den Zorn Macht über euch zu gewinnen. Ich bin vielleicht sehr scharf mit dem, was ich sage, aber ich kämpfe heute Morgen für den. Wer unversöhnt ins Bett geht, der gibt dem Teufel legal Recht in seinem Leben, in seinem Herzen zu wirken. Und liebe Leute, darum ist Versöhnung, Vergebung, Verständnis füreinander unter den Christen ist keine Option. Und das Letzte, was du willst, ist der Teufel im Haus. Das Letzte, was du willst, ist der Teufel im Haus, weil seine Macht ist kleiner als die von Gott, aber ist grösser als deine. Und der Teufel hat so viel an Verblendung, an Blindheit in Ehen schon reingebracht, dass ich heute Morgen, ich kämpfe nicht gegen dich, ich kämpfe gegen den Teufel heute Morgen. Und wir müssen das lernen. Und ich weiss auch, er schiesst mich auch an, zum zu sagen, es tut mir leid. Ich weiss ja, 99% ist immer sie schuldig, in meinen Augen. Aber ich weiss eins, wenn ich es nicht mache, und Schatz, ich weiss, es ist natürlich meistens umgekehrt, aber ich habe nur mein Gefühl. Wenn ich es nicht mache, öffne ich dem Teufel an der Weinbergstraße 31 Türen und sage, welcome to the house. Wir müssen es lernen. Schaut, Unversöhnlichkeit löst ein geistliches Problem aus. Wir geben dem Teufel Macht über uns. Wir werden böse, wir werden bitter, hart, unversöhnlich. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wir sehen nicht mehr klar. Wir sehen nicht mehr klar. Sünde macht uns blind für die geistliche Realität und auch für die effektive Realität. Konflikt löst man, indem man sagt, komm, ich will dir zuhören. Ich will dich ausreden lassen. Ich stelle Fragen. Ich will verstehen, weil ich zweifle an meinem Verständnis für dich. Ich will um Vergebung bitten, zum Frieden beitragen, gemeinsame Lösungen suchen.
Wer von Anfang an lernt, in einer Beziehung zu beten und zu Gott zu kommen, der wird damit eben auch von Gott ausdrücken, ich habe es nicht im Griff. Ich kann noch so viel über Ehe wissen, aber ich habe mein eigenes Herz letzten Endes nicht im Griff. Und ich habe meine eigene Seele nicht im Griff. Ich brauche Gott. Und das ist die Demut, die jede Ehe braucht. Und das Vierte ist, dass Ehe gelingt, dass wir uns verändern lassen. In Matthäus 7,5 heißt, sieh den Balken aus deinem eigenen Auge, dann siehst du vielleicht genug, um dich mit dem Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Ich kann mich erinnern, eines Tages eine Frau zu mir gesagt, Matthias, mein Mann ist kaum, nachdem wir das erste Kind hatten, ist er mehrmals fremd gegangen. Ich wollte ihn rausgehen. Und Gott redet zu mir, ich habe euch zusammengeführt, ihr bleibt zusammen. Und sie hat gesiracht. Sie hat gesiracht. Also, verstehen das Wort? Sie ist emotional laut geworden. Hat ihm natürlich alles gesagt, oder, was man sagt in so einer Situation. Und Gott hat ihr gesagt, weißt du was? Weißt du, wer muss schaffen als ich in dieser Beziehung? Du! Dann sagt sie, aber er hat es gemacht. Gott hat gesagt, du bist auf meinem Plan. Du musst dich verändern. Und sie hat gesagt, Herr, ich wüsste nicht was. Und dann hat Gott gesagt, eben genau das. Genau die Einstellung. Und sie hat gesagt, Matthias, ich gehe jetzt in einen Prozess. Also, das war in dieser Zeit, jetzt nach 3 Jahren, ich habe gelernt, auf die Schnur zu hocken. Ich habe gelernt, über meine Verletzungen zu kommen. Ich habe gelernt, Geduld zu haben. Ich habe gelernt, Hoffnung nicht zu verlieren. Ich habe gelernt, Gottes Geist mehr zu vertrauen als meine Gefühle und meine Gedanken, etc., etc. Ich habe so viel gelernt, Matthias. Ich kann dir sagen, ich bin heute ein ruhiger Mensch geworden. Ich rede nicht mehr gerade. Ich höre. Und in dem einen Gespräch sagt sie, jetzt ist zum ersten Mal nach 3 Jahren ist mein Mann gekommen und hat gesagt, es tut mir leid. Es tut mir leid. Schau, von außen gesehen hat man gesagt, es ist so klar, wer den Fehler gemacht hat. Aber schau, Gott sagt, hey, schaff nicht am anderen, du kannst den anderen nicht verändern. Schaff an dir. Schaff an dir. Schaff an dir. An diesem Balken, schau, du gewinnst den anderen durch nichts mehr als durch deine persönliche Veränderung. Darf ich es nochmal sagen? Du gewinnst den anderen durch nichts mehr als durch deine persönliche Veränderung. Und ich glaube, jetzt können wir nur noch dort landen, und das ist bei Jesus. Das Thema ist so herausfordernd für uns menschlich. Und ich will ganz offen sagen, wer da ist und sagt, ich will mit Gott nichts zu tun haben, sage ich, da würde ich sogar dir recht geben, wenn du sagst, ich kann mit dieser Predigt heute Morgen gar nicht viel anfangen. Das ist halt die Realität vorbei vom Leben. Würde ich dir recht geben. Aber weil ich weiss, dass Jesus und das Evangelium von Jesus Kraft von Gott ist. Nicht unsere Kraft, Kraft von Gott ist. Das möglich zu machen, was wir menschlich nicht können. Es auch möglich zu machen, dass wir uns verändern können. Dass Gott in uns wirken kann. Darum habe ich eine tiefe Überzeugung, dass es eine Botschaft ist von der Hoffnung, die erlebbar ist und die eine Realität kann werden für unser Leben. Und das gilt zuerst einmal, ganz kurz gesagt, es gilt für die da sind und sagen, ich bin geschieden, Matthias. Hätte ich das vielleicht vorher gewusst, von heute Morgen, wäre es vielleicht anders gekommen. Aber ich will dir eins sagen, in Jeremia 30 hat Gott das Wort für dich. Und er sagt zu dem Vers 17, ich will dich wieder gesund machen. Und ich will deine Wunden heilen, spricht der Herr. Weil man dich nennt, die Verstoßene und Zion, nach der niemand fragt. Lass mal, wenn du irgendwo geschieden bist, verstoßen bist, was auch immer du erlebt hast, Gott bleibt nicht dort stehen, sondern er sagt dir, ich will dich gesund machen und deine Wunden heilen. Das ist Jesu Verheißung an dich.
Schau, das Evangelium ist nicht das, wenn wir Gottes Gebot nicht haben können leben, wenn wir gescheitert sind, dass Gott dann sagt, finished, sondern dass Gott sagt, Komma, jetzt kommt das Evangelium drin. Gott hat eine Botschaft von der Hoffnung, wenn du geschieden bist. Zweitens, wenn du da bist und deine Ehe geht durch eine Krise, Gott sagt dir, bei allen Emotionen, bei allen Gedanken, die du hast, bei allem Frust, vielleicht alle Enttäuschungen, die du erlebst, vertraue von ganzem Herzen. In Sprüche 3, 5 bis 6 auf den Herrn. Verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg weisen. Und er sagt dir damit, los, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Meint nicht nur deinen Intellekt, sondern verlass dich auch nicht auf deine Emotionen. Bau deine Zukunft nicht auf deine Gefühle, nicht auf deine Enttäuschung, nicht auf das, wie es dir menschlich geht, sondern vertrau Gott. Vertrau Gott. Und er wird dir den Weg zeigen. Er wird dir helfen in deiner Situation. Gott hat Antworten. Und er hat eine Antwort vom Verständnis, wo Gott dir sagt, ich verstehe, wenn du im Trouble bist. Aber er sagt dir auch, ich habe aber auch einen Weg. Das Erste tröstet unsere Herzen, das Zweite gibt uns eine Perspektive. Drittens, wenn du ein Kind bist von aus einer geschiedenen Familie, es heißt in der Bibel, Gott ist ein Vater der Waisen und ein Helfer der Witwen. Ein Gott, der die Einsamen nach Hause bringt. Und ich möchte dir eins sagen, die Statistik, dass du als Kind durch eine Scheidung viel grösseres Risiko hast, 4-mal so groß bei den Jungs, doppelt so hoch bei den Mädchen, kann durch das Wort von Gott zerbrochen werden. Und du musst nicht unter dieser Statistik stehen, sondern weißt du was? Wer heimkommt zu Gott, erlebt, dass das, was er erlebt hat, nicht in seinem Leben sich wird wiederholen im eigenen Leben. Aber du musst heimkommen. Du musst Gott an deinem Herz wirken lassen. Du musst Gott Zugang geben, um zu sagen, Herr, ich habe viele Sachen miterlebt, die sind nicht schön, sie sind traurig, aber ich will bei dir ankommen und ich will bei dir in deinem Haus, in deiner Church, in deiner Kirche. Ich will mit anderen, ich will lernen, was ich nicht lernen konnte. Gott hat eine Hoffnung. Und wenn du Single bist heute Morgen, frag dich nicht in erster Linie, wer hat Gott für mich, sondern frag dich, wie kann Gott in meinem Leben so wirken, dass ich der Mensch werden kann, der der andere einmal braucht. Lass Gott heute in deinem Leben vielleicht auch Sachen reinlegen, wo du weißt, da bin ich ein ekliger Sieg manchmal. Entschuldigung, ich habe gestern so ein bisschen ESAF geschaut und so. Das ist ein bisschen ruppig und so, auch die Sprache und so. Wenn die Schwinger miteinander sind. Aber wirklich. Und du sagst, ich bin einfach so, wie so mit Kanten und Ecken. Bin ich einfach so. Nein, bist nicht so. Lass dich von Gott und seinem Geist verändern. Und dann kann Gott aus dir etwas machen, der eine tragfähige, harmonievolle Beziehung aufbauen kann. Ich danke euch vielmals, habt ein bisschen Geduld heute Morgen. Ich will Folgendes machen. Ich will heute Morgen uns einladen zum Gebet. Stehen wir doch auf miteinander. Ich will heute Morgen wirklich einfach beten für uns alle. Ich will beten für die Ehepaare. Ich will beten für die geschieden sind. Ich will beten für die in Schwierigkeiten sind. Ich will beten für die Single sind. Ich will beten für die leiden unter einer Scheidung. Und ich möchte dich segnen. Segnen bedeutet, dir zusprechen, dass Jesus antwortet, dass Jesus Kraft hat. Dass deine Situation, wo du jetzt bist, dass nicht das letzte Kapitel ist von deinem Buch, sondern dass du heute Morgen kannst mit Gott ein neues Kapitel von der Hoffnung, von der Kraft, von der Stärke vom Evangelium aufschlagen. Und ich möchte dich bitten, wenn du da bist und du sagst, jawohl, ich möchte die Kraft von Gott
für meine persönliche Situation einfach empfangen, dann streck doch deine Hand einfach aus zu Gott. Streck deine Hand aus zu Jesus und sag ihm, ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich will dir heute Morgen einfach bekennen, ich weigere mich, das allein zu schaffen. Ich weigere mich, mein Vertrauen einfach auf mich zu setzen, sondern ich will heute Morgen mein Vertrauen neu auf dich zu setzen und die Kraft vom Evangelium. Und Jesus, am Kreuz von Golgatha hast du all unsere Schmerzen, hast du all unsere Not, hast du all unsere Sünden auf dich genommen. Wir kommen heute Morgen zu dir und legen es dir einmal mehr an und sagen, Herr, vergib uns für unsere eigene Schuld, für unsere eigene Lieblosigkeit. Vergib uns dort, wo wir die Hoffnung aufgegeben haben. Reinige unsere Herzen und heil du zugleich auch Herzen. Ich bete für all die, die geprägt sind, die nachher von ihren Herzen vielleicht schwerst tragen. Herr, berühre du Herzen, heil du Herzen durch deine wunderbare Gegenwart an dem Morgen. Ich danke dir dafür. Du bist der Heiler, du bist der Vater von der Waisen, von der Witwe. Du bist der Herr von denen, die verlassen sind, die vielleicht auch in der Ehe stehen, und es fühlt sich aber an wie eine Wege mit viel Distanz. Du bist dort. Und du bist als der Heiler heute Morgen, der durch die Reihe geht. Und Jesus, ich bete mit uns allen, lehr du uns, der Kraft vom Evangelium zu vertrauen, der Kraft von deinem Heiligen Geist. Wir wollen dich ganz neu nochmal heute Morgen auch wenn du schon in uns lebst und in den meisten lebst, die da sind, wir wollen dir sagen, Jesus, wir wollen dich einfach ganz bewusst nochmal in unser Leben aufnehmen und sagen, komm mit deiner Gegenwart, wie wir es gesungen haben heute Morgen. Füll unsere Herzen mit deiner Gegenwart, füll unsere Gedanken mit deinen Gedanken. Lass es nicht zu, dass dort, wo der Teufel Raum bekommen hat, dass er dort bleibt. Herr, wo wir dir Raum haben gegeben, durch Unversöhnlichkeit, vergib uns, reinige du uns. Wir wollen wirklich Buße tun, wir wollen umkehren und sagen, es tut uns leid, Jesus. Ich glaube, niemand checkt das in diesem Moment. Aber vergib du uns, Herr. Und berühre unsere Herzen, dass unsere Leben dürfen Herzen von der Versöhnung werden, Herzen vom Frieden dürfen werden. Und Jesus, ich bete, dass du heute Morgen einfach so unsere Gedanken und Herzen jetzt auch füllst, mit ganz neuer Hoffnung für das, was vor uns ist. Du bist ein Gott von den Plänen. Du bist ein Gott, der Lösungen schenkt. Du bist auch ein Gott vom Neuanfang. Halleluja. Und ich danke dir, dass das Evangelium Kraft von Gott ist. Kraft von der Hoffnung für jeden, der glaubt. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke vielmals, bist du heute dabei gewesen. Wir hoffen, dass die Message dir geholfen hat, Gott tiefer kennenzulernen und mit ihm vorwärts zu kommen. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns freuen, von dir zu hören. Melde dich einfach über unsere Homepage www.silbern.church. Wenn die Botschaften für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Es hilft uns, weiter das zu machen, was wir tun. Du kannst das ganz einfach über die eingeblendete Twint-Code machen. Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du auf unserer Homepage unter www.silbern.church/spenden. Hey, und so wünschen wir dir Gottes Segen und seine Power. Bis gleich.